Hallo zusammen, ich bin Jean Carvalho. Ich habe die Gesundheitspraxis seit 2010 mit Spezialgebiet auf Ernährung für Katzen und Hunde. Und heute schauen wir uns das Thema an, ganzheitlich. Ganzheitlichkeit. Ein Thema, das extrem groß ist und auch unterschiedlich ist. Mal wieder. Also, das heisst, ich probiere euch wieder in 10 Minuten die wichtigsten Punkte zusammenzufassen ums Thema Ganzheitlichkeit. Beziehungsweise es sind zwei Teile. Heute möchte ich mit euch 3 Ebenen anschauen, die ich finde, die ganz wichtig sind zu dem Thema und wo, egal wie man ganzheitlich anschaut, also egal von welchem Therapeutenfeld man kommt, man trifft die 3 Ebenen immer wieder. Und da habe ich jetzt auch schon angesprochen, egal von welchem Feld man kommt. Auch in der Alternativmedizin und in der Medizin, wo man sich gewohnt ist, ganzheitlich zu arbeiten, gibt es verschiedene Herangehensweisen und sogar verschiedene Zusammenfassungen oder Definitionen von ganzheitlich. Weil das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Ganzheitlichkeit erkennt ihr auch am Therapeut selber. Weil das ist etwas, wenn du das verinnerlicht hast, wenn du es verstanden hast und gefühlt hast und erlebt hast, sind das ganz andere Ebenen, wo du das fährst an begreifen. Grundsätzlich gibt es einen Unterschied zum nicht ganzheitlichen und zum ganzheitlichen. Und zwar macht so die Standardprozedur, also das nicht ganzheitliche, das schaut Symptome an und die Symptome fasst man zusammen und die ergeben eine Krankheit und dann ist man zufrieden, weil dann kann man die Krankheit behandeln. Das ist die eine Herangehensweise. Jetzt wir ganzheitliche Therapeuten sehen Symptome, wissen, dass die und die Krankheit sein, aber die Krankheit ist auch ein Symptom. Das heißt, die Krankheit oder Krankheiten sind auch nur Teil von einem grossen Bild. Was viel wichtiger ist zu wissen, es gibt eine emotionale Ebene, eine mentale Ebene und eine körperliche Ebene. Und diese 3 Ebenen arbeiten miteinander zusammen, nonstop. Also wenn du dir den Zehen anschlägst, dann tut dir das körperlich weh, dann rege ich mich auf, also ich werde hässig, das ist meine emotionale Reaktion. Und dann gibt es auch noch eine mentale Reaktion darauf, zum Beispiel, wieso schlage ich mir jetzt schon wieder den Zehen an? Oder mein Gott, ich habe jetzt keine Zeit, oder Gott vertelle, das tut Piep. Genau, die 3 Ebenen, ich muss euch hier, ich habe schon vorgeschrieben. Also wenn ich jetzt ein Büsi habe mit einer Blasenentzündung, dann hat das eine Blasenentzündung, das wäre ein körperliches Symptom. He? Das ist ein Symptom. Und das wäre ja dann auf der körperlichen Ebene. Dann gibt es ja immer ein Thema für die Blasenentzündung. Und zum Beispiel hat jetzt das Büsi erlebt, dass sich die Halter trennen. Und deswegen hat am Anfang nicht gewusst, ob das Büsi zur Mama oder Papa Mensch geht. Also hat das Büsi Angst bekommen, ob es überhaupt noch dort sein darf. Es hat eine Existenzangst gehabt, ob es noch bleiben darf und wo das es soll bleiben. Existenzangst hat es gehabt. Und eben dann die Besitzer haben noch Stress. Besitzer haben eine Trennung. Stress. Man muss das nicht unbedingt lesen also, und dann haben wir hier unterschiedliche Themen schon angesprochen. Also in unserem Beispiel haben wir ein Büsi. Das Büsi hat eine Blasenentzündung. Es hat Angst gehabt, ob es überhaupt noch Platz hat im eigenen Familiensystem. Die Besitzer haben sich gerade erst getrennt und in dieser Zeit hat das Büsi die Angst gehabt. Jetzt, als Kinesiologe arbeite ich mit Meridianen. Jeder Meridian steht für ein Thema. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Tier habe mit einer Blasenblockade, dann heisst das auf der emotionalen Ebene, dass eine Existenzangst ist.
Es heisst auf der körperlichen Ebene, dass mit der Blase selber zum Beispiel etwas nicht kann sein, das hätten wir hier drin. Und es heisst auf der mentalen Ebene, jetzt beim Tier, dass eben ein Stress sein kann bei den Menschen, die das Tier spiegelt. Da hätten wir dann hier das Thema mit dem Besitzer. Was ist jetzt hier der Ursprung? Gut, das müsste man jetzt nochmal weiter schauen. Jetzt in diesem Beispiel, damit es eben keep it simpel ist, wäre jetzt der Ursprung, dass dort die Trennung war von den Besitzer und weil die beiden Besitzer nicht ganz klar sind, was das sie jetzt wollen, hat das die Existenzangst ausgelöst beim Tier und das hat sich dann manifestiert, weil es ist ja über mehrere Wochen gegangen, bis die sich entscheiden konnten, wo das Tier jetzt hin soll. Also hat das Zeit gehabt und ist das so viel Stress für das Tier, dass es aus dem heraus eine Blasenentzündung gemacht hat. Das wäre jetzt ein akutes Thema. Und da sieht man jetzt, eben, wir haben die Interaktion von Besitzer und Tier, die auch in der mentalen Ebene dort ist, wo das Tier natürlich einfach keine Möglichkeit hat, direkt mit dem Besitzer zu kommunizieren und zu sagen, was das Problem ist. Weil manchmal hat man auch das Gefühl und kann es nicht gerade benennen. Oder man will es vielleicht auch nicht sagen. Oder die Sprache, die man spricht, ist nicht die gleiche als Katze wie als Mensch. Dann eben, wir haben die körperliche Ebene, das heisst, es hat sich ausgedrückt, jetzt in dem Beispiel als Blasenentzündung. Und die emotionale Ebene, eben, das ist ja die Existenzangst, die dann zu dem geführt hat. Das ist jetzt natürlich sehr einfach und sehr klar gezeigt. Das ist natürlich nicht immer so logisch und einfach nachvollziehbar, weil in der Regel hast du nicht nur ein Meridian, der dann anzeigt in einem Problem, sondern mehrere. Und dann hast du natürlich auch mehrere Themen, die sich körperlich manifestieren. Die Regel ist aber immer so, also man hat immer ein emotionales Problem, das sich dann körperlich manifestiert. Jetzt, was nützt uns das Wissen? Auf der einen Seite zeigt es, dass wir als Mensch natürlich Einfluss haben auf das Gesund, also um die psychische Gesundheit von unserem Büsi oder vom Hund oder von jeglichen Haus- und Nutztier, mit denen wir zusammenleben. Bedeutet, wenn ich selber ein mentales Thema habe, kann das mein Büsi 1:1 spiegeln. Das kann dann wieder ein emotionales Problem werden. Und das Emotionale kann dann wieder körperlich ein Problem werden. Dann kann es auch passieren, dass mein mentales Problem eine emotionale Reaktion aufs Tierli macht. Und deswegen kann es dann wieder körperlich sich manifestieren oder auch emotional schon ein Thema sein, wo man merken, dass bei uns zum Beispiel einfach alles voll pisst, weil es nicht rauskommt, was eigentlich läuft. Ein Beispiel. Wir haben einen Besitzer, der hat, nehmen wir auch wieder ein Büsi, der hat ein Büsi. Und der Besitzer, der hat sich das Knie angeschlagen. Er hat selber auf der körperlichen Ebene ein Problem. Er hat sich das Knie angeschlagen und er hat einen blauen Fleck. Und jetzt ist der so ungeschickt, dass er sich ständig wieder das Knie anschlägt. Und was macht er jedes Mal? Er nervt sich darüber. Er schreit um. Es tut ihm weh. Und das Büsi kommt einfach nicht raus, was los ist. Und das Büsi ist jedes Mal irgendwie in der Nähe oder kriegt das einfach mit. Der Besitzer ist total genervt, einfach nur weil er ständig sein blaues Knie wieder anschlägt und es immer blauer und blauer wird. Also wir haben den körperlichen Stress beim Mensch, der null mit dem Büsi zu tun hat. Und plötzlich fängt das Büsi an reinpissen. Einfach so randomly überall alles voll sein. Also dann sehen wir, es tut sich körperlich äußern im Vollseichen, wobei es ganz klar eine emotionale Reaktion ist. Also das ist eine emotionale Blockade. In dem Moment weiss, weil das Büsi nicht rauskommt, was da los ist, warum der Besitzer rumschreit und deswegen kriegt es Angst. Das kann jetzt zum Beispiel auch wieder eine Blasenangst sein, darum das Beiseln und dann hat man da wieder die Blasengeschichte als Symptom. Was sich könnte äußern. Es könnte aber auch mit Abgrenzung zu tun haben, zum Beispiel, dass sich das Büsi selber nicht abgrenzen kann. Und deswegen, also, ich meine, wenn das Büsi sich könnte abgrenzen und sagen, schau mal, das ist dein Problem, wenn du das Knie anschlägst oder wenn du die ganze Zeit rumschreist, das geht mich eigentlich nicht an.
Wenn es bei uns das hat, dann muss es sich nicht emotional involvieren und Stress haben wegen dem. Aber der emotionale Stress müsste ja auch nicht unbedingt, wenn es jetzt zum Beispiel eher ein Abgrenzungsthema wäre, könnte sich auch in Allergien äußern, weil dann wäre es wieder ein anderer Meridian, der auch noch mit anspricht. Oder es könnte sogar beides sein. Also durch das, dass in der Ganzheitlichkeit allein schon, wenn man die 3 Ebenen, und das ist wirklich nur ein Einstieg, nur die 3 Ebenen mal anschaut, wie das immer untereinander interagiert und automatisch gleichzeitig passiert, also eben das passiert gleichzeitig und nacheinander und miteinander. Deswegen kann das dann sehr wir werden und das ist dann auch der Punkt, wo wir als Besitzer nicht mehr wissen, was sollen wir jetzt überhaupt noch machen mit dem Tierli, weil wir kommen dann einfach nicht mehr draus. Oder das ist auch dann, wenn wir selber so etwas haben, wo wir nicht mehr wissen, okay, wie kommen wir jetzt aus dieser Misere raus, was war eigentlich zuerst gewesen? Weil das halt immer wieder also wieder die ganze Zeit läuft. Das ist nicht etwas, was still steht. Ich meine, jetzt steht das hier still. Das wäre, wie wenn ich hier die ganze Zeit würde irgendetwas machen und man weiß nicht genau was. Und da gibt es ja ständig Impulse. Da läuft ja nonstop etwas. Wie kann uns das helfen? Durch das, dass wir erkennen, hey, weißt du was, hey, das Büsi hat nur Stress, weil ich mir einfach die ganze Zeit das Knie anschlage. Wenn ich dem Büsi kann verständlich machen oder zeigen, hey, das ist im Fall easy, es ist mein Knie, ich schlage mich an, es hat nichts mit dir zu tun. Wenn das Büsi das begreifen kann, dann kann sich dann das ganze Knäuel, das sich bildet hat, lösen. Weil man ja dann den Ursprung, das nicht verstehen, warum Papa jetzt da komisch rumbrüllt, gelöst ist. Und wichtig ist hier zu sehen, gerade im Ganzheitlichen, wie stark wir mit unseren Tieren vernetzt sind und wie stark wir unsere Tiere beeinflussen mit unserem Verhalten, mit unseren 3 Ebenen, ihre 3 Ebenen beeinflussen. In der Ganzheitlichkeit gehen wir davon aus, wenn die Ursache gelöst ist, löst sich der Rest dann von allein. Das heißt, wenn die ursächliche Ebene auch gelöst ist, also das ursächliche Problem gelöst ist, das dann immer auf der emotionalen Ebene liegt, kann der Rest folgen. Also der geht der Kopf mit, dann geht der Körper mit und kann sich selber wieder heilen. Das war Teil 1 zum Thema Ganzheitlichkeit. Der zweite Teil, lasst doch ein Abo da, dass ihr den nicht verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen schönen Morgen, wenn auch immer ihr das Video schaut. Tschüss zusammen.